Der Fanny, sein preußischer Stiefsohn, pickt die Löcher wieder zu, die wo er einen Gerstl in sein Standel eingebohrt hat. Und der verhilft ihm dafür wieder zu dem Weibsbild, wo er dahinterher ist. Etliche Lansinger deren sie zu einer Blitzergruppe zusammen und stecken sich gegenseitig heimlich übers Handy, wo blitzt wird. Der Pfarrer verpfeift's aber bei die Schande und drum müssen sie sich von denen einen Vortrag anhören. Der Uschi, seine preußische Tochter, mag an Sascha sein Kasbrot nicht und haut's unter den Teppich rein und bringt das ganze Haus durcheinander, weil alle nach den gestingerten Kas suchen. Der Rolli macht mit der Annalena ein Yoga im Schwitzkasten, obwohl das eigentlich all zwei statt den viel lieber einen Krimi anschaugerten. Aber das traut sich keins zugeben. Danach schauen sie ihm aber nachher miteinander an. Auf Halloween backt Annalena extra gesunde Platzeln für Kinder, aber die schmecken da so kreislich, dass kein Mensch fressen kann. Der Mike möchte ihr die Blamage da sparen und geht die Kinder an die Tare, dass den Fraß bei ihm anliefern. Das kommt aber auf. Der Chris kann bei der Nacht nimmer schlafen, weil ihm Zara nicht aus dem Kopf geht. Und drum lädt es zum Abendessen in ein recht nobis Wirtshaus ein. Das verschwitzt er aber voll, wie er zum Herrn kriegt, dass er 10.000 Euro blechen muss, weil er sein Lirgel im Netz von jemand anderen dahet hat. Auf das Aufe macht's für immer Schluss mit ihm. Das Hummerl wird als Schriftführerin von Maschinenring ausgeschmissen und beim Landrat halt's gut Wetter an, aber der lässt's auch anblitzen. Jetzt reizt es, dass das Berleg heirat hat und das sagt sie ihm auch aufs Gesicht zu. Auf das Aufe packt er seine Sache zusammen und verschwindet aus Lansing und zieht zu seiner Tochter nach Preußen.